Mama, Mo, hey, Mo, jede Mal, Mo, Scott Pilgrim, Grim, Part 5. Und keine Sorge, wir sind so hässlich, ihr habt den falsch eingeschaltet. Spielen wir weiter, oder? Spielen wir weiter. Wir waren bei Lost stehen geblieben. Also wir waren hier an der Stelle übrigens und da haben sie uns gefickt, Genau. weil das Spiel einfach nicht weitergegangen ist. Wir haben das Level nochmal gespielt, ich hab gelevelt, hab hier eine neue Attacke. Zack. Sind wir noch mächtiger und noch hässlicher. Hast du die auch schon? Springen wir und drück Y? Nö. Nein, noch nicht. Du bist gleich 8 Level über mir. Jetzt sag bloß, es geht schon wieder nicht weiter. Komm, wir rennen jetzt einfach mal. Ah, noch links geht's ja auch nicht. Das war ja der Fickfuck. Ah! Vielleicht wäre Eva noch Gegner. Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Diese scheiß Ninjas. Oh. So geht's rein. Ja, wir wollten die ganze Zeit diese Schreine umhauen. Und letztes Mal vergessen, vielleicht hätte es ein Achievement gegeben oder so. Ja. Oh. Verrückt! Das sieht ja aus wie Pain. Ja, wir haben über Lost geredet, gerade vorhin. Und du hast gesagt, du wolltest es erst nicht sehen und dann fandest du es cool, ne? Ja, also so. Und ich muss sagen, mir ging es genauso. Ich habe dasselbe gedacht und bin dann eingestiegen, wie Lost in der 3. Staffel war. Hab's dann auch auf Englisch geguckt. Und es war richtig schlimm. Also bei Lost eine Woche warte pro Folge ist die Hölle. Ja, das stimmt. Das Gut, Ende, also wir spoilern nichts über das Ende, ich will nur der Meinung wissen, wie findest du das Ende? Weil sehr viele fanden es ekelhaft. Ich fand es an sich nicht schlecht, ich fand nur, dass zu viele Fragen offen geblieben sind. Weil ich glaube, die haben auch sau viel spontan entschieden, was sie neu bringen. Und haben sich dann am Ende einfach verhaspelt mit der Fülle an mystische Fragen, an technische Fragen. Okay. Ja, aber gucken Sie einfach selber. Es ist trotz allem ist es eine super gute Serie. Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Für mich, also ich habe jetzt die DVD-Box angefangen zu kaufen. Ich habe jetzt alle bis auf die letzte. Scheiße. Mir reicht die DVD aus. Ich weiß, du hast jetzt die Blu-ray gekauft, weil sie günstig zu erwerben war. Ja, man muss dazu sagen, ich hatte nur die erste Staffel. Wenn ich mehr wie die erste Staffel hatte, die erste hatte ich zu Geburtstag ich habe schon die dritte oder so. Hätte ich es auch nicht weiter gekauft. Weil es ist gut, das Bild, aber es reißt es jetzt nicht raus. Und was ich sagen muss, in der 5. Staffel war das 5. oder 6. gibt es eine Szene von einem U-Boot. Und ich habe noch nie so ein schlechtes U-Boot gesehen. Das war beim Eisbär war das genauso. Du hast genau gesehen, dass das ein Pupp war. Aber Jenny Pupp. Hey! Yeah, guck mal, einfach so nebenher. Nicht schlecht. Den haben wir gut platt gemacht. Trinke ich gerade mal an meinem Radler. Oh, den Schweinchen, die kannst du alles haben, ne? Ja. Spielen wir jetzt Sonic oder was? Also die DVD reicht, die Boxen sind billig, die kriegst du so zwischen 10 und 15 Euro auf Amazon. Ich habe die 5. Die zweite ist aber teurer, ne? Weil du 5 Euro aufschlagen musst, weil es ab 18 ist. Das will ich gar nicht. Mir geht voll das sehen. Ja, das ist was. Also das war nur S10, dann hätten sie gleich die ganze Box auf 18 gemacht. Und dann hätten sie aber, wenn man so oben steht, so, wenn man sich die Komplettbox holt, dann ist die halt, leider ab 18, gell? Ja, die nicht, die ist ab 15, die ist aus England. Okay, aber ich glaube die deutsche wenn ihr euch die aber aus England holen wollt, muss ich dazu sagen, die 5. und die 6. Staffel sind nicht auf Deutsch drauf, falls einer von euch nur auf Deutsch gucken will. So zur Info. Machen wir gleich weiter, oder? Ja. Halloween Party, sind wir dabei. Übrigens, wir haben, wie gesagt, jetzt nochmal das Level neu gespielt, weil wir nicht weitergekommen sind wegen dem vermeintlichen Fehler. Hey. Wir hätten uns jetzt... Wir hätten uns jetzt... Oh, okay. Wir hätten uns nicht den bionischen Arm geholt, wir hätten einfach uns so oft geskillt. Ich glaube, das... Ja, ne, wir hätten schon irgendwelches Zeug geholt, wo uns geskillt hat. Ja, aber jetzt nicht direkt irgendwie so Achieve, also so Rüstungsteil oder so. Ne, gibt's auch glaube ich nicht. Das bringt dir nur irgendwie XP und so, also so wie wenn du... Wie kriege ich denn das am besten? So wie wenn du halt spielst. Also so wie ich es im Kopf habe,
rennst du dann nicht wirklich rum und hast irgendwie eine andere Rüstung oder sowas. Oder also das, was man kriegt, das frisst man halt oder macht es halt einfach, man sitzt nicht. Genau. Aber es ist schon wichtig, weil wenn wir jetzt gar nichts hätten und nicht aufgelevelt hätten, das hätten wir nicht geschafft. Einen Unterschied merkt man schon. So, ist dann das Gegner? Ja. Aber schöne Gegner. Ja. Also so Zwischenfazit, es ist fordernd. Es ist jetzt nicht sackschwer, aber es ist fordernd. Da war wieder so ein Hänger übrigens, ja, wie ich erwähnt habe, von der Xbox-Version. Und es hat einen saucooles Stil. Uns macht Spaß, vor allem im Koop. Ich glaube, allein hast du nicht so lang viel Spaß damit. Was ich gut finde, ist die Abwechslung von den Gegnern. Ja. Wenn ich jetzt wieder vergleichen darf, Streets of Rage auf dem Sega, das war weit weniger abwechslungsreich, gut, es gab verschiedene Level. Aber die Gegner waren doch sehr... Guck mal, die haben wir jetzt aber gefickt, hey. Monoton. Aha. Warum ist da ein Roboter? Keine Ahnung. Bei dem mal... Film war der nicht. Comics habe ich nicht gelesen, aber im Film war er, glaube ich, nicht, oder? Ja. Ne, war nicht. Ist gleich aber auch kein Ex-Freund. Sowas wie ein mechanischer Dildo oder was das ist. A fucking Machine. Ja. Sibian, gell? Jedes Mal, wenn ich einen Pumpe will, wenn er auf dem Boden liegt, schlägt er. So, jetzt habe ich ihn. Ja, machen. So, was ich noch gern hätte, die sind aber jetzt mittlerweile, wieder 3 Woche die Boxen, das ist Prince of Bel-Air. Da habe ich leider bloß die erste Staffel, die habe ich gleich für 15 € geholt oder so, mittlerweile die große Staffel, also die nächste Staffel, die sind dann schon wieder bei über 20 €. Okay. Das ist irgendwie, sobald der Will Smith irgendwie einen neuen Film rausbringt oder so. Wenn die sackteuer, die Dinge. Das ist aber bei vielen Sachen so. Jetzt wo der Hobbit rauskommt, ich habe halt mal geguckt, die DVD-Boxen, Extended Versions von... Wohlgemerkt die DVD-Boxen, ne? Ja. Von Herr der Ringe, die sind jetzt wieder bei 30 bis 40 €. Ich weiß gar nicht, ein Arbeitskollege von mir hat sich Herr der Ringe auf Blu-ray geholt. Trilogie, ich weiß nicht, ob es die Extended ist. Das bringen sie noch raus, das sind noch keine Extended. Alter, das sind so... die hätte ich schon... Ich will den Ausdruck jetzt nicht sagen, aber es sind Leute, die auf Geld stehen. Na ja klar, Geld verdienen. Selbst 10 Jahre nachdem sie rauskommen, sind mittlerweile schon gleich. Der erste ist 2011. Ich hoffe, dass Peter Jackson niemals hingeht und anfängt, die mit neuen Special Effects so Star Wars mäßig zu machen. Das ist was ich so nicht leiden kann. Oder halt wie bei E.T. E.T. kommt eine neue Blu-ray raus. Für 80 € Special Edition, keine Ahnung. Aha. Aber nicht die Originalfassung dabei. Nur diese überarbeitete, wo Waffe Walkie sind. Ah ja, guck mal da. Ah, er bleibt drin. Guck mal die Uhr! Oh, schön. So. Ne. Ah, ich glaube auch noch was da. Genau. Ja, ist ein bisschen krank, es wird halt immer teurer. Genauso wie bei Star Wars, was rauskommt, ist 70 € gleich. Jetzt sind sie schon wieder bei um die 80 bis 90 €. Ich habe die ersten 3 Filme, du kannst die ja nochmal separat holen. Saturn, geh nicht in das Saturn, weil der kostet 57 €. Ist schon krank, was wir alles für die Preise wissen, gell? 57 € kostet. Also ich hole generell Saturn, Mediamarkt, sowas. Ne, also mittlerweile halt bloß Amazon, wir machen ja auch auf der Seite. Wenn ihr was bei Amazon kaufen, bitte über Nageria.net, da kriegen wir ein paar Prozent ab. Also möchte ich ehrlich sagen, ist weil halt, es bestellt ja eh keiner, ich kann das ruhig erzählen. Wenn ihr uns unterstützen wollen, können wir das gerne machen, müssen wir aber nicht. Also ne? bei uns, das klar sagen wir tun nicht irgendeinen Gewinn rausziehen, wir tun das halt auch wieder umsetzen, dass wir euch was bieten können, dort mit ein bisschen auskommen. Also die nächste Investition übrigens, falls ihr es wissen wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist eine neue Videocard zum Aufnehmen. Die ich fick dich. Okay, Die ich aus dem Grund brauche, weil wir hier als Bildstörungen haben und weil das Bild hier extrem dunkel ist stellenweise, was beim Raven King kein Problem wäre, der würde dann meine alte bekommen. Weil ich einen HDMI-Switch mit dabei hängen habe. So, und ich renne hier einfach durch und konzentriere mich und babbel dabei und mach Zeig und rechts und links und auf die Box und hoch und zack und ich bin auf dem Dach. Ja. So, komm hoch, noch überspringen. Jawohl. Wir brauchen Rooftops. Punkt, Punkt, Punkt. Die Beleuchtung geht jetzt. Wir gucken, dass wir vielleicht noch eine Fotobeleuchtung kriegen. Ja, sowas, weil es ist nämlich eine Nachtlampe, die wir eigentlich noch brauchen. Ja, das ist eigentlich mal Nacht. Wenn wir knuddeln, wie im Trailer zu Episode 4. Schä. Komm, wir gucken mal rein, sagen Schä. Schä. Wow, Motherfucker. Problem ist, wir wollen jetzt auch für die Couch Critics die Intros werden
wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, immer umfangreicher, oder besser gesagt. Deswegen auch nicht wundere, wenn nur pro Monat Erfolg rauskommt. Als Zwischenlösung haben wir das Let's Play, was Genau. ich in Ordnung finde. Wollen vielleicht noch gucken, dass man Greenscreen kriegen, aber das ist auch ziemlich teuer. Das wär Sagen wir, der perfekt. Stoff, der grüne Stoff, ist bei was wir bräuchten, um die 20 Euro. Bloß das Gestänge, was dann hin halt zum Verstelle ist, das kostet dann schon wieder über 50 Euro und das sehen wir. Ich kann da meinen Ständer geben, wenn du willst. Das wäre dann aber irgendwann nicht mehr grün, oder? Auf jeden Fall. Guck mal da, dass wir vielleicht was selber basteln. Das Schlimme ist, der ist grün. Wobei die Ständer waren eh schwarz, ne? Also beim fertigen Set zumindest. Das siehst du ja nicht, das hängt ja oder hängt ja der Greenscreen drüber. Ja, das ist halt wie bei allem so. Die Leute verdienen halt Geld mit dem Zusatzmaterial. Wobei ich sagen würde, wir holen erstmal grünes Papier und testen einfach mal. Irgendwie, damit ich auch weiß, ob wir das mit dem Greenscreen überhaupt realistisch umsetzen können. Sagen wir, gucke, was es im Baumarkt kostet dann. Ja, genau. So, wow, fick deine Mutter, du Spast, was geht? Alter Verwalter. Yeah. Hämmern. Hämmer's dann. Hey Katze, was geht? Komm rein. Also, kann ich mal was trinken? Kannst du gerade was trinken, oder? Also Leute, wie gesagt, ihr könnt euch, uns unterstützen natürlich, wenn Das wir geht schon weiterhin zum Beispiel Geld selber aufbringen. Wir gehen auch Arbeite. was ist Und denn das? Was ist das? Was ist das? Und wir bieten halt jetzt auch mittlerweile jetzt die Musik oder was wir machen. Ja, 3 Lieder. Den Rest habe ich in ein Album gesteckt, wo noch keiner mehr sehen kann. Mhm. Eins, was ich selber gemacht habe, ich glaube, das Couch Critics Intro kriegt man. Wenn ihr auf Nigeria seid, aber auf der Link und dann Musik. Ja. Wow, Köder! Raven King hat auch schon ein bisschen Musik gemacht. Ja, die muss ich auch noch neu hauen. Ja. Auf jeden Fall. Geht eher in die Richtung Experimental Elektro. Fuck, Batman. Ja, Für heute uns sind wir der gut bei DVDs. beim Bubble vor allem. Das letzte Mal waren wir sehr konzentriert. Aber es funktioniert irgendwie. Ja, ist schon cool. Wir sind Multitasking. Ach Gott, haben Auch wir's wenn ich drauf. auf die Fresse leg. Ich muss aber sagen, in der ersten Part, wenn man was Neues spielt, kann man nicht so babbeln. So arg viel zumindest. Außer man erzählt halt, was man macht. So. Gerade. Hau, dreht, hau auf die Fresse. Also bei Rayman war das ja extrem. Wenn ihr es. Aha, nee! Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch Rayman an. Sehr zu empfehlen. Rayman war geil. Ist entweder sehr umfangreich wie bei Happy. Es, Ficken! ja, wir hätten wieder eine komplette Abspann gebabbelt. Fuck. Ey, das ist voll das Dungeon. Okay, Moment, ich darf nicht noch Oppe drücken. Du musst. Oh. Ich hab dich an der Nase gekitzelt. Alle Hoppe, okay. Okay, also wirklich ein Plattformer ist es jetzt nicht. Das muss man sagen, also das ist sehr, sehr steif. So. Moment mal, was ist denn eigentlich so deine Meinung zu Stummfilmen? Stummfilme sind extrem cool. Ich hatte ja Nosferatu gesehen. In Dergem auf der Limburg. Dergem, komm mal her, Dergem. Bad Dürkheim. Bab Dürkheim! Bab Dürkheim. Scheiße. Bab Dürkheim. Oh Bab Dürkheim. Gott. Da steht da als am Bahnhof da eine trifft. Türkheim, ey. Guck mal, aus Türkheim. Ah! Fuck! Das ist ja scheiße. Katz, halt die Fresse. Also es ist ein Runner und es ist ein Schläger, aber es ist kein Jumper. Nee, das ist absolut nicht. Einfach machen. Einfach tot sein. Wieder dabei sein, wieder frei sein. Nicht bewegen. Einfach B drücken jetzt. Ja. Scheiße. Tut uns weh, es tut mir nicht. Ja, du musst ein Stück. Oh, Ey. Hab's nur gerade gemerkt. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt hätte ich gern die Rayman-Figur. Das Problem ist, du musst
Sag mal, wollen die mich... Du musst erst vordrücken und dann springen. Du kannst nicht springen und dann vordrücken. Ha, Also- ich hab's. Es gibt wenige Nachteile in dem Spiel, aber das ist jetzt mal ein Zeichen dafür, dass es einen Nachteil gibt, und das ist Springen. Oh, Luft. Über Hindernisse springen. Von Balge zu Balge geboomt, ja. Also für Activision, Ubisoft, Ubisoft ist es ja. die Assassin's Creed rausgebracht haben, ein Spiel zu machen, wo man nicht gescheit springen kann. Ja, Das ist nicht so geil. ist nicht schön. Ah, So, der Yakuza. Dori Hansa! Oh, Ja, Scott aber- Pilgrim, against the world. So, jetzt aber. Ach du Scheiße, die sind ja... Ah, jetzt kann ich das. Ah! Unglaublich. Ja. Ah, ich hab einen. Ich hab einen am Schlawidel. Ich was Das ist ja mal assi. der Angry Video Game Nerd. Den ich jetzt hab. Ah, ich grüße den jetzt mal. Hallo, Many greetings from Palatinate in Germany. vom Germany. Wir sind beide kaputt, komplett Fuck. kaputt. Da haben ja Fans Remixes gemacht für die Titelmusik. Für die Titelmusik. Für die Titelmusik. Das kann ich doch B drücken, oder? Okay. Da müsste doch jetzt noch irgendwas passieren. Ja, du kannst jetzt als Engel fliegen, weil ich normal noch gelebt hätte. Und jetzt passiert einfach nichts mehr. Normalerweise müsste jetzt ein rotes B erscheinen. Ah, siehst du, und jetzt gehst du fort und dann war's das. Also, doch noch ein paar Fehler drin, kann das sein? im Ja, Spiel? ein paar. Ich würde jetzt aber vorschlagen, dass wir an der Stelle aufhören. Ach, wenn es früher ist wie gewohnt, weil wir haben noch 13 Minuten, wenn wir eine halbe Stunde machen wollen und das schafft man nicht. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Das reicht nicht. Ja. Alle, wie gesagt, wir haben viel gebabbelt, vielleicht. Nee, dort wurde gesagt. Nee, das war nicht. Genau. Also das Spiel ist schon fordernd. Hoffe, euch macht Spaß. Ja, Trotzdem kein Grund nicht, sich zu kaufen, sich runterzuladen und genau. mal gucken, was noch passiert. Genau. Wir Wir ins gehen Nest. jetzt nah dran und sagen Tschüss. 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 Tschüss.